Moin, ich bin Rike Hentis, der Plattdeutsch-Koordinatorsche von Landkreis Horburg. Und das ist der Audiocast Hören, Kieken, Schnacken, dann wie ins schöne Buchmuseum an Kiekebach op Nemdaun. Hier verbringe ich schimmers späten Tiet mit Lüd und der unterschiedlichsten Beriken. Mal vertellt wie über die plattdeutsche Sprach, mal vertellt wie darüber, was das eigentlich für Menschen und der Region sind, die diese Sprach noch sprechen darf. Plattdeutsch hört uns regionale Kultur. Hören, kicken, schnacken in der Halt und informiert. Sie könnt das auf YouTube ankicken oder bloß hören. Das geht dann auf Spotify. Und dann Link dorthin findet ihr auf plattfindstadt.de. Und nun viel Spaß mit Hören und Kicken. Herzlich willkommen, Jana und Kerstin. Ich freue mich, dass Sie da sind. Heute wir hören, kicken, schnacken. Schnacken wir beiden über Schau natürlich und über Theater spielen, denn sie sind von der Big Band Schweizer, der erste Vorsittersche und der Stellvertretende. Und sie sind Mama und Tochter. Richtig, eure? Genau. Ja, vertellt doch mal, wo sie herkommen. Vielleicht fangen wir mit dir an, Kerstin. Genau. Ja. Ich komme aus Deversen, da bin ich geboren und da bin ich aufgewachsen. Und nun wohne ich in Langrehm und ja, ich bin nie weit weggegangen. Ich bin immer hier geblieben, also immer zu Hause und immer wieder Öllern und ja. Und woher kannst du das platt? Also ich bin damit aufgewachsen, also mein Großöllern und mein Öllern, die haben nur Plattdeutsch geschnackt. Mit uns Kindern hat sie dann Hochdeutsch geschnackt. Damit wie in der Schule das auch richtig mogt, aber das Plattdeutsche war immer da. Ja, das genau. Und mit meinen eigenen Großvater müssen wir Plattdeutsch schnacken, weil die können gar kein Hochdeutsch mehr richtig verstehen. Also das war ganz niedlich. Ja, genau. Also das gibt es immer die Leute, die dann sagen, oh, Plattdeutsch, Hochdeutsch war meine erste Fremdsprache. Ja. Oder meine erste, also ne, meine Muttersprache. Ich habe das in der Schule gelernt. So. Und dann gibt es eben die Leute, die dann gar nicht mit ihren Kindern Platt schnackt haben, weil die schon gesagt haben, die müssen das schon für die Schule am besten mal reden. Ne? Genau. Und mit uns Kindern haben wir dann immer nur mal ein Lied oder mal einen Text oder so. Und der Opa, der hat dann mal mit erzählt und naja, solche Sorgen. Aber wir haben mit uns Kindern nicht Plattdeutsch schnackt. Also Buch haben wir mal gelesen. Buch haben wir mal gelesen, ja. Und das hey, du schnackst so kein Platt? Nee. Und du darfst heute auch, du hast von mir die Erlaubnis, dass du Hochdeutsch schnackst. Genau. Danke dafür. Das ist okay. Wir freuen uns trotzdem, dass du da bist. Genau. Nee, ich sprech nicht viel Platt, sagen wir so. Also im Alltag und reagieren und so ein bisschen schnacken, das ist völlig in Ordnung. Aber jetzt so ein Interview oder irgendwie mir ein riesengroßes Gespräch, das würde ich nicht hinkriegen. Ich verstehe aber alles. Also ich bin ebenso, wie Mama gerade erzählt hat, mit Platt aufgewachsen. Also meine Großeltern haben immer Platt miteinander gesprochen und auch Platt dann mit Mama gesprochen, haben dann auf Hochdeutsch gewechselt, wenn sie mit uns gesprochen haben, also im Satz. Was ich immer nicht verstanden habe, weil Opa hätte auch einfach so weiterreden können. Ich hätte das ja dann auch verstanden, weil wir damit auch aufgewachsen sind. Ja, genau. Das ist ja oft so. Also wie uns wäre das auch so. Bei Jau ist das auch mütterlicherseits, ne? Also genau. Und das ist bei mir genauso. Also meine Mama hätte allerdings dann mit uns 3 Kinder Platt schnackt. Also deshalb ist das meine Muttersprache noch, der hätte durchgetragen. Und hätte das mag, da bin ich auch echt dankbar für. Aber das ist schon toll, wenn man das überhaupt verstehen kann. Ne? Auch damit man so sagen, gibt es Völker wenig, eure Welt man Völker wenig von der Lüd, weil dann auch doch die Hürden da sind und man immer öfter darauf kommt, dass man sagt, ach nee, so richtig trauen, da hat man sich auch nicht, aber so. Und genau, ja, fein. Und wo wohnst du jetzt? Also wo lebst du nun? Wo bist du aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich in Langrehm. Also da bin ich nicht geboren. Ich bin geboren bin ich in Buchholz, aber auch in Langrehm aufgewachsen und habe da bis ich 19 war gelebt und bin dann nach Lüneburg gezogen und also auch nicht so wahnsinnig weit weg. War aber immer wieder auf Reisen und so. Also ich bin auch rausgekommen. Und dann habe ich lange in Hamburg gelebt. Jetzt ganz lange, auch berufsbedingt war das einfach nicht anders möglich. Und jetzt bin ich mit meinem Mann zurück nach Klecken gezogen. Also zurück im schönen Rosengarten. Ja, nach Hus. Ja, nach Hause gekommen. Und es fühlt sich auch so an. Also es ist richtig Ruhe. Ja.
ist ganz schön. Verrückt auch. Man denkt so, als junge Dern auch so erstmal immer gut, also und dann aber ja, noch Huskommen ist schon schön und oft sind ja dann auch noch einige andere Leute, die dann noch zurückkommen, so, ne? Absolut. Für mich war es auch eher, es war dann auch irgendwann vorbei. Also so, Lüneburg war schön, Hamburg war schön und alles hatte so seine Zeit. Und jetzt war irgendwie die Zeit, wieder nach Hause zu kommen. Ja. Und das möchte dann auch möglich, dass sie beide so für die Orde insetzen. Wie bist du denn da zur Orde gekommen? Also wie lange spielst du schon bei der Big Band Schweizer? Ich bin nun 15 Jahre bei der Big Band. Uns Norbasch war damals der erste Vorsitzende von dem Verein und die brauchen unbedingt einen für die Bühne. Und dann hab wir einen Gelandebund für eine andere Norbasch zum 50. Hochzeitstag. Und dann hab die Frauen alle Plattdeutsch schnackt und dann hab ich mitgemacht. Und dann hat sie gesagt, wie? Du kannst Plattdeutsch schnacken, dann musst du mit uns zu der Big Band kommen. Naja, und dann hab ich gedacht, ja, dann geh ich mal mit, ich guck mir das mal an. Und am ersten Abend, als ich da sitzen kriege ich gleich einen Textbauch. So, das ist die Rull. Verhaftet. Verhaftet, ja, genau. Und dann muss ich auch noch so ein, ja, wie sagt man? Also, Aufnahmeprüfung? Nee, aber so eine mit einem Cottonrock und mit einem Utschnitt mit hier und mit der rote Perücke. Und das bin ich gar nicht. Nee. Ich bin eigentlich ein ganzen, natürlichen Typ und ich muss also einen spielen, die Ein Schicksal. hinter den Männern sind her, wo und das bin Schwor, so in der Rolle, also das ist auch das Schöne wie die Orde, man steckt sich in Rollen, in denen man vielleicht am Anfang gar nicht so will, aber dann... Ich habe immer gesagt, ich gehe nicht auf die Bühne in Negligé. Und ich singe nicht. Aber das eine habe ich nur schon mal. Also, sungen habe ich auch. Ja, gar nicht schlecht. Nee, das war schon. Das war schön. Ja. Und manchmal, genau, mag das dann auch, dass man sich tut. Und wenn du Leute um dich rum hast, die stärken, ne, die sagen, du mag doch mal, dann... Wir haben rund um Kap Horn gespielt. Ja. Und das ist in der Seemannskneipe und da geht das dann eben auch mit Singen und wir haben auch Musik gespielt und so. Und da passt das. Ja, das wird schön. Und die letzten 2 Jahre wären sie wahrscheinlich echt nicht so... So wie für alle Kulturschaffenden, so zu sagen, ne? Also, und auch das Jahr ist nichts aufgeführt worden und nichts in Planung, ne? Nee, Sondern, doch in Planung. Wir haben immer noch das Stück von für 2 Jahre. Also das würden wir noch spielen. Wir haben nur das Problem, dass uns 2 Schauspieler in der Zwischenzeit erfahren sind. Gesundheitlich und eben privat auch. Ja, und nun haben wir aber fast beide, also die eine Rolle ist schon set besetzt, aber der andere noch nicht so 100%, aber dann wird wir jetzt schon Hafswehr proben und dann spielt wir nächstes Jahr im März. Ein Volljahr. Ja. Ja. Alle Fingers drücken. Naja, wir hätten nur schon 2 Mal da stehen und haben schon eins fertig und müssen das dann absingen. Das ist schon... Und dann müsst du da bleiben und dann müsst du immer noch daran glauben, dass das dann noch stattfindet. Ne? Also ich stelle mir das auch schwor vor. Und wie du sagst, das hört man auch überall und dann gibt es der entweder, der dann eben abspringen und dann auch, man versteht das auch. Und oft sind das dann eben sowieso private Sorgen, dann ist das so. Und dann steht man wäre für eine neue Herausforderung so. Ne? Und man mit erstmal kicken, wie geil das überhaupt wäre. Also wie versucht das im Moment mit einmal im Monat ein Stammtisch und nur noch wie ein Grillfest und naja, dass man sich mal droben und dass man mal ein bisschen schnappt und naja. Möglichkeiten schaffen so, ne? Aber das ist auch eine tolle Sorge. Auch die Moral hochzuhalten. Also ich hatte eher so das Gefühl, dass es auch für Mutti war es immer so schwierig, die Moral so hoch zu halten und die Leute auch, also die Leute in der Truppe irgendwie zusammenzuhalten. Weil der Verein hat immer davon gelebt, dass wir unfassbar gerne Zeit miteinander verbracht haben. Und wenn wir uns getroffen haben, dann ist es ist halt witziges, plattdeutsches Theater. Wir sind alle irgendwie ein bisschen verrückt. Und wenn man dann zusammen ist auf dem Haufen, das hat so einen ganz eigenen Vibe irgendwie. Und den so aufrechtzuerhalten und die Moral auch von den SchauspielerInnen irgendwie aufrechtzuerhalten, war echt mühsam. Dann immer wieder zu sagen,
wir müssen jetzt diese Entscheidung treffen, aber wir wollen das und und bleibt doch zusammen und wir treffen uns und wir sind dabei und das ist wirklich, ich merke das auch jetzt, wo ich eben wieder aktiv quasi teilnehme, dass das eigentlich fast das Wichtigste ist. Über diese 2 Jahre war es wirklich das Wichtigste, die Leute irgendwie, die Schäfchen zusammenzuhalten. Also wirklich alle so, schön sagt, so das alles so und den Rahmen dafür zu bieten, dass alle dann auch danach wieder sagen, okay, alles klar, wir sind dabei, wir machen's. Naja, und an en, ich finde, ich habe auch Theater gespielt, also in der Schule und auch mit meiner Mama und meiner Schwester auch in wie der belegte Platzschnacker, schon werden her. Aber eigentlich ist der Wächt das Stück das Schöne für alle. Ja. Also wie du sagst, ne, der Tita so am Tafel bringen und irgendwie einfach eine tolle Tita haben. Und wenn man sich dann nicht treffen darf, eure auch Leute, die bang sind, dass sie was kriegen, eure, ne, und also das stelle ich mir auch echt fies für und dass das auch dann die Schwierigkeit ist. Und dann hoffen wir, dass das jetzt auf jeden Fall vorwärts geht, ne, so und genau. Und du spielst du auch schon seit du lütt bist, aber hast du... Nee, ich bin da auch irgendwie so reingestolpert mit... Theater gespielt hast du schon? Ach so, ja gut, ja, Theater habe ich schon gespielt als Kind, das stimmt, ja. Also ich habe im Kindermusical mitgemacht, ganz, ganz lange irgendwie. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich es mal nicht gemacht habe. Von der musikalischen Früherziehung reingestolpert in so ein Kindermusical-Theater. Ich hatte halt immer eine große Klappe und war auch irgendwie immer so eine kleine, wie sagt man noch schön, Rampensau. Also ich war mir irgendwie für nichts zu schade und habe auch meinen Sabbel nicht halten können und das war irgendwie alles meant to be, so ein bisschen vorbestimmt, dass das irgendwie sein sollte. Mama und Papa hat das immer gut unterstützt. Und dann habe ich kleine Rollen, ich war klein und habe Hauptrollen gespielt. Das war nett, das war total cool. Es hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, Texte zu lernen, zu singen. Was habe ich dann alles gespielt? Fischstäbchen über einen kleinen Drachen. Mama hat stundenlang nachts Kostüme genäht. Gar nicht mehr. Also ich war ein Fischstäbchen. Ich wurde aus dem Meer gegriffen und dann irgendwann mit einem Hering verheiratet. Ja, das war ganz toll. Das war meine große Rolle. Und der kleine Drache. Der kleine Drache war auch toll, ja. Kleiner Drache Kunterbund. Das war eine schöne Zeit. Und ich habe das immer super gerne gemacht. Und dann wird man ein Teenager und dann ist das plötzlich alles fürchterlich uncool. Und dann wurde ich auch so von der Straße weggecastet eigentlich bei uns im Dorf in Langrehm, weil wieder das Problem war bei irgendeiner Aufführung, ich glaube, es war Kerngesunde Kranke. Da war das Problem, dass die quasi die Tochter spielt vom kerngesunden Kranken. Da geht es um so einen Vater, der seine ganzen Krankheiten vortäuscht, um seine Ruhe zu haben eigentlich. Ja, okay. Und die Tochter spielte auch eine Schulbekannte von mir und die auch ein bisschen jünger als ich, 2 Jahre. Und die wollte aber ins Ausland. Und dann kreuzte sich das so über und dann war irgendwie nicht ganz klar, wann fliegt sie ab, wann fliegt sie los, klappt das irgendwie mit den Aufführungen und dann hat Mutti mich als Zweitbesetzung reingezogen. Auch ich wurde da auch gut belabert, auch von unserer Nachbarin, die gegenüber wohnt. Und dann habe ich plötzlich auf der Bühne gestanden, weil dann kam es, wie es kommen sollte und sie ist dann früher abgeflogen und dann stand ich auf der Bühne und dann musste ich Plattdeutsch sprechen. Plötzlich, das war dann auch wirklich echt komisch, weil das ja nie es ist leider für mich nicht so eine Alltagssprache. Ja. So. Das heißt, ich spreche mit Mutti ab und zu ein bisschen platt und mit Opa und wie die Big Bären. Und wie die Big Bären, klar. Schnackst du denn, also während Proben und so, schnackst du denn durchgehend platt? Überwiegend. Also hast du denn sozusagen die Hürde nicht, sondern du weilst irgendwie, du bist von Lüd im Gäft. Der ist ja doch nicht so. Und ich werde dann auch verbessert hier und da. Und das ist aber ja auf einer spielerischen Art und Weise, weil wir wir schnacken so viel Tücher. Ja. Und dann ist halt einfach so. Ja. Und dann verwischt das so. Und dann habe ich auch nicht so das Problem, dass ich Angst habe, grammatikalisch alles richtig zu machen und so. Das ist jetzt natürlich anders, wenn wir so unsere Instagram-Seite bespielen oder so, dann lasse ich das immer noch mal doppelchecken. Aber da war das nicht so. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben beim Theater, weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ja, also, wie du sagst, so der Lüd und diese Tausend sehen und das mag schon was mit einem. Ja, das fand ich auch immer cool. Also ich war ja immer die Jüngste, bin's noch.
bin's noch, ja. Darf ich gerade fragen, wie alt du bist? 30. Ja. Mittlerweile. Aber ich habe mit 17 angefangen, mit 16, 17 angefangen. Und da hat man eigentlich ja ganz andere Sachen im Kopf. Und ich fand es aber cool, meine Zeit nicht nur mit Gleichaltrigen zu verbringen, sondern eben auch mit Leuten aus jeder Generation. Und da war der Dorfpastor mit dabei und unsere Nachbarin, die ich ja von klein auf kenne. Und dann Mama und noch ganz viele andere Leute. Und es war irgendwie cool. Also es war irgendwie ein schönes Miteinander und man hat total profitiert von der anderen Generation. Ja, genau. Auch in der Sprache. Also Ja, genau. Also ist schon sehr familiär dann irgendwie einfach. Ne? Und gerade wenn man probt und so, dann ist man schon öfter zusammen. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Also wie sagen Sie so Stücke gut? Also jetzt sozusagen auch nochmal für Leute, die vielleicht auch gar nichts mit der Order down haben, ich finde das total interessant. Ne? Also sagt eine, ich habe hier jetzt 3 Stücke ausgesucht. Laut uns mal zusammensetzen, wie ist das Bijau meist? Genau, andersrum. Ich muss erstmal kriegen, kein Hevig. Ja, siehst du, Ne? okay. Ja. Also kein will überhaupt mitspielen, das ist ganz wichtig, das muss ich wissen. Und dann habe ich so 20, 30 Beuger, die ich dann so lese. Ja. Und wenn ich mich bin lesen, denken kann, okay, die Rolle ist für dann und die Rolle ist für die, dann ist das ein Stück, das kommt dann in eine engere Utwahl. Und dann lest uns Kai Kütemeyer, der ist unser Regisseur, der lest dann auch nochmal und der sagt dann auch, weet nicht, oder wie sagt eben bei, oh ja, ne, das ist es. Ja. Und dann, also ich muss mir immer vorstellen können, kennen die Rollen spielt. Also dann Das klingt doch dann ist das unser Stück. Ja, genau. Und dann mucken wir eben ganz viel Veränderungen noch, weil viele Stücken sind sehr old. Also und nicht frisch und nicht lustig. Und das muckt wieder damit. Da schrieb sie dann noch an rum, so zu sagen, dass das dann auch Tauschau passt, als grob. Ja. Ne? So. Ja. Und eben auch ob die Person. Ne? Also ich kann ja nun kein Ratschlorn oder irgend so was. Also das muss immer passen. Ja, und ich finde so, also ich meine, gerade auch wäre wie ein plattdeutsches Stück Van von der Ramelsloher, das wäre auch sehr schön. Und man sieht dann eben da, also ich weiß, was das eins bedeutet im Hintergrund so, aber ich denke dann auch, da sind ein Stückfall, die gehen halt dann mal in die Orde und lassen sich da irgendwie bespaßen und was da eins so hinsteckt, ne? Also von Bett und genau. Und das ist auch nicht bloß Probe, sondern da gehört noch dafür ganz viel dazu so. Und deshalb finde ich das gut, wie auch da, aber genau. Wir haben ganz viel Hilfe von Sandra Keck. Ja, ach schön. Die kommt immer mal dotau und kickt mal und sagt uns, oh Mensch, vielleicht da nochmal und da nochmal. Und die hat immer gesagt, wir mochten Choreografie. Ja. Also ein Theaterstück ist eine Choreografie. Da muss alles passen und jeden Schritt und jedes Glas und alles muss genau ineinander passen. Und so muss ich das auch. Ja. Und so ist das auch vorab und hinterher. Also gerade die Vorbereitung für so ein Stück und auch die Nachbereitung für so ein Stück und auch dabei. Ich finde, das ist genauso eine Choreografie wie das, was auf der Bühne passiert. Weil wir haben BühnenbildnerInnen, wir haben Maskenbildnerinnen, wir haben Leute, die machen die Deko und Requisite und Ticketverkauf und eine Soufflöse. Und das sind Und so eine viele. Schminke. Und, ne? Und das ist alles so, das hängt da alles dran. Ja. Und die gehören ja alle dazu. Es sind ja nicht nur die Big Band Schweizer Spielde, sind ja Der nicht nur Bühnenstrahl. genau, nicht nur die SchauspielerInnen, sondern das sind alle. Ja, genau. Und das ist so viel Arbeit und das ist, das ist ganz viel Herzblut, weil wir kriegen ja kein Geld für. Nee, Also genau. Ja. wir kriegen da Der kein Gehalt Verein, für. Ja, so, genau, der aber Verein, ne? aber nicht wir. Genau. Das ist Leidenschaft. Also, ne, das kann man schon sagen. Und mit dieser Leidenschaft auch holt sie eine Kultur. Also, wie wichtig ist das? Ne? Also, das wird man schon auch an dieser Stelle nochmal sagen, das hat einen hohen Stellenwert, dass sie das morgen und auch mit Leidenschaft morgen und nicht sagen, oh puh, nee, jetzt nicht nochmal so, sondern sie sind voll dabei und das wird man unbedingt auch anerkennen. Ne? Also, das finde ich immer, dass das auch völlig wenig sehen wird, was sie schaffen, erschaffen und erholen, damit, dass sie das morgen, ne? Ja, also, ne, finde ich total wichtig, ja.
Und sagt mal, wie ist das, wenn die spülen? Also ist das meistens in Frühjahr so? Kann man das so sagen? Oder ist das von Jahr zu Jahr unterschiedlich? Wenn eine normale Tiet ist, sozusagen, wird man sie jetzt so sagen? Nee, wir spielen immer die 3 Feierwegen für Ostern. Ah ja. Immer. Das ist auch gut, dass die Leute dann sozusagen weiten schon. Genau. Ah, da geht das wäre los. Genau. Genau, das wegen ein Ja. wie so, ne? Genau. Und haben Sie da eine Spürstelle? Oder wandern Sie auch? Oder ist das auch Nee, unterschiedlich? wir wandern nicht. Nee. Wir bauen das ob in Böttchers Gasthaus in Nender. Und da bleibt der Burn dann auch stehen. Also auch wenn jeder noch mal ein Hochzeit hat oder Ja. das bleibt immer einstehen. Ja, das ist toll, ne? Wenn das dann auch so geht, weil ich kenne das auch von anderen, die dann eben immer abbauen und aufbauen müssen. Das ist schon dann auch nochmal eine Heidenarbeit, wenn man dann eben auch eine große Bühne hat und ein großes Und Bühnenbild. wir braucht kein Mietbeton So. wie Gustav. Ja. Gustav ist dann damit zu frei, weil er dann eben an Verteer Ja. da gut kriegt. Hat dann jede was von Ja. sich sagen? Ja, oh, das ist auch Genau, wirklich toll. das ist Ne? wirklich Und das druckt man, so eine Ja. Weg druckt man Ja, dann schon absolut. auch, der sich dann auch so in der Hinsicht insetten dafür. Ja. Ne? Und apropos Insetten, also wir haben vorhin auch gerade da geschnackt, wie jung wir sind, oder nicht, oder was. Wie ist das mit der Nachwuchs? Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne? Also, das Ist ganz hier schwer. Tisch bringen, sozusagen. Ja. Ja. Ist ganz schwer. Ja. Weil die jungen Lü kein Maut hat. Ja. Ja. Ne? Sich mit der Sprache untereinander zu setzen. Und Jana hat immer gesagt, ich lerne noch einen zweiten Fremdsprach. Das ist dann eben so. Ein Dritte. Oder eine dritte. Ja. Also da fehlt fehlende Maut. Ja. 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 Und auch, glaube ich, die Vorstellung. Also Ja. ich glaube, dass das Plattdeutsch in meiner Generation oder in unserer Generation oft noch ein schlechtes Image hat. Irgendwie ein bisschen altbacken und ein bisschen staubig und oben bei Oma im Schrank. Ja. So. Und ich empfinde das ganz anders, aber ich habe das ja auch ganz anders erlebt. Also für mich ist Plattdeutsch eine Sprache, auf der die ganz lebendig ist und die ganz viel kann und ganz viel Spaß macht und was ganz Erhaltenswertes ist. Und den Zugang haben natürlich nicht alle. Also den Zugang haben nicht, meine Freunde haben den Zugang nicht, weil die nicht aus einer Region kommen, wo man viel platt gesprochen hat. So. Oder weil es einfach immer mehr einstaubt und wegstirbt, weil die Eltern sagen, nee, das brauchen die, wozu sollen wir jetzt mit dem Platt schnacken? Die brauchen das in der Schule nicht, das stiftet nur Verwirrung. Ja. Und ich glaube, dieses abgestaubte Image, da muss man mal mit dem Lappen ran. Ja, so. Genau. Wie gäbe uns besser. Ja. Aber genau, also wie man wird noch mehr dafür down. Ja. So, ne? Und das ist, was du sagst, das genau, das ist instaubt, auch das bringt nur Verwirrung auch so. Das ist auch nur noch so. Also wenn ich sage, ich schnack mit meinem lütten Feierjährigen platt, auch mit meiner Nichte, der jetzt 5 ist ganz oft erstmal, aber kriegt die das hin? Oh, das ist doch erstmal, ne, so, muss die nicht erstmal Hochdeutsch lernen, so ungefähr. Und ganz im Gegenteil, das ist inzwischen schon sogar wirklich klar, dass Mehrsprachigkeit für die Lütten was Gaudes ist. Und das ist Mehrsprachigkeit. Plattdeutsch ist eine Sprache und kein Dialekt. Plattdeutsch ist eine Sprache. Das steigt so schreiben, ne? Und das mit man noch viel mehr auch. Und das ist, wie können das einfach sagen, das ist uns Heimat, ne? Und da mag ich gucken, so, ja, für mich ist das ganz, ja, was Normales, das gehört Tau, mein Leben, dort Tau. Und so geht es eben Völle inzwischen schon nicht mehr. Und das zu vermitteln, das ist wirklich eine Aufgabe. Und aber wie gesagt, mit Jau als Theoretischbörlers, mit Jau als Muttersprachler, auch jemand, der das eben von Tahus auf jeden Fall kennt, dann ist das möglich, dass dann eben auch so Viretau Drogen und auch die Leute wiesen, hey, das geht. Und man kann auch mal eine Probe gehen und sich das ankicken und sagen, ich will nur mal luschern, ich würde mich auch nicht verpflichten. Nee. So, ne? Also das denke ich nämlich manchmal Ja. auch, weil die jungen Leute auch echt ein Problem haben, dass man immer so voll, wir haben immer so voll, immer Ohren so und für die schönen Sachen, ne, wie uns Völker selten tiet. Und wie schön kann es sein, irgendwie eine große Familie da haben, die alle an Ende auf der dicke Teil rumarbeiten und ja, wirklich eine schöne Tiet verbringen. Und dennoch noch was Gaudes morgen, nämlich Plattdeutsch pflegen und erholen. Ja. Und es macht irre Spaß. So, Ich habe jedes Mal noch so ein, zwei Fragen an meine Gästinnen, genau. Und würde gerne von die Welten, Jana, Leben lang schlafen, eure Leben frei ruht und was schaffen.
Lieber früh aufstehen und was schaffen. Ja. Ja, also mich putzelt sowieso um 7 aus dem Bett und dann lieber Sport machen, rausgehen, an die frische Luft, was machen. Kerstin, führst du lieber an Meer oder gehst du lieber in den Bargens? Lieber an Meer. Lieber an Meer? Ja, lieber an Meer. Ja, sehr schön. Machen Sie gern Urlaub an wo eher Ostsee, eher Nordsee? Lieber die Nordsee, aber ich mag auch die Ostsee, das ist egal. Hauptsache Wasser, ne? Hauptsache Wasser. Sehr gut. Jana, lieber Nudeln oder lieber Melkries? Nee, Nudeln. Ja, bist du eher der herzhafte Lebe? Absolut. Also, Also mit Süßkram kann man mich total jagen. Also Pizza, Nudeln, Chips, Nüsse. Gute Sachen. sehr gut. Und Lebe Goan oder Lebe auf dem Sofa für einen Fernseher? Nee, lieber Goa. Lebe Goan. Ja. Rot. Ja, Kicken. Goan und Ja. Morgen, ne? Ja. Und Daumen. Ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank, die beiden. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir haben wirklich auch gewusst, was zu Orde spielen hat und vor allem Plattdeutsch zu Orde spielen. Und ich mag noch einen Lütten Obraub und sag jetzt mal, man kann sich auch melden bei uns drei, wenn ein will, genau, auch Interesse hat. Ne? Das ist wichtig und das wird immer gern sein. Ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau. Ja, genau, ganz egal. Ne? Hauptsache, man hat Lust und Lust auf eine schöne Zeit, der man verbringen kann. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt ihr für euch genähten könnt. Wie hört und seht uns, biet nächste Mal, wenn das wäre hate, hören, kicken, schnacken, platt an Kiekebach.